Wir waren halt im Studio auf der einen Seite, wir sind schon im Mischprozess hineingegangen, das Album probiert abzuschließen, mit den feinen Einstellungen anfangen zu arbeiten. Gleichzeitig die eher motorische Welt der Festivalbühne anfangen zu proben. Sie gehen nicht hier noch mal in die Sonne, noch einmal rein. Ich glaube, es ist besser, wenn der gesungene Teil nur gesungen ist. Das finde ich aber schon, es gibt gute Schuhe. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Ich habe mich nicht so können konzentrieren, aber vielleicht gehört es halt auch ein bisschen in das Spiel rein. Wenn so viele Töpfe auf dem Herd stehen, dann musst du halt einfach schauen, dass nichts anhockt. So. Erste Festival-Gig, wie fühlst du dich? Ein bisschen unsicher. Wir haben 3 Mal jetzt im Kofmel gespielt. Es hat total Spass gemacht. Wir haben einfach losgelegt, wie nach Gutdünken. Und wir haben immer irgendwie um 2 Stunden herum gespielt. Und jetzt haben wir eine Einschränkung zuerst mal. Wir spielen 90 Minuten. Das ist unsere Spielzeit. Wir haben eine relativ taffe Grenze. Um 11 Uhr müssen wir hören. Ich habe eine Setliste zusammengestellt, wo ich überhaupt nicht sicher bin, ob wir in dieser Zeit durchkommen. Ob wir zu lang sind, ob wir zu kurz sind. Je nachdem. Also mit Ochsner ist es einfach so, wir haben Solo-Parts und die lassen wir alle spielen. Und wir lassen uns von der Musik leiten, aber ich habe nicht wahnsinnig... Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht sagen, plötzlich ist ein Song 5 Minuten, wo vorher vielleicht 2 oder 3 Minuten war. Ich blicke es im Moment nicht, das verunsichert mich ein bisschen. Ein bisschen den Schwung verloren von der Probe, weil es jetzt einen Tag verschoben ist. Ja. Aber ich freue mich. Ich fühle mich parat, wir haben gut geprobt. Es wird schon eine andere Energie da sein mit so vielen Leuten. Ich freue mich, wie jedes Mal. Irgendwie für mich unbeschreiblich. Ich kann das nicht mit Wörtern, wie soll ich sagen, so erfassen. Es ist irgendwie lang her gefühlt. Darum ist so ein bisschen Anspannung in der Luft. Alleine draussen in diesem Boot. Hätte ich am Ortsrecht an der Angel, die wäre so lang wie breit, da bin ich rausziehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf King's Elliot in Locarno. Das hat mir richtig geil gedacht. Ich habe mich so wohl gefühlt um sie. Ich finde es so eine faszinierende Frau, die wunderbare Songs schreibt. Ich hatte richtig Freude gehabt. Und ich habe mitgelitten, weil sie genau die gleichen Stimmprobleme hatte wie ich. Und bei ihr war es wirklich an der Kippe gewesen, ob sie das Konzert machen kann oder nicht. Ich war so ergriffen von dem, was mir da entgegenkommt oder was uns entgegenkommt. Es war so eine Präsenz von dem Publikum, eine Liebe, etwas so durchdringend Starkes, eine Zuneigung. Und das hat mich sprachlos gemacht und macht mich eigentlich immer noch sprachlos. Ich kann das nicht richtig zuordnen, was da gestern passiert ist. Schnuff! Genießen jeden Moment. Ich habe so lange darauf gewartet. Und jetzt sind wir da. Der Kopf ist ehrlich gesagt recht leer. Das Herz ist ziemlich voll, der Bauch auch und die Beine ein bisschen wackelig. Es ist ja ein sehr schönes Gefühl. Sehr schönes Gefühl. Eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Es ist ziemlich leer. Ich hoffe nachher dann nicht mehr. Scheiße. Sensibilità
nicht so, passt doch noch auf und hat euch nicht gefallen. Yeah! Yeah! Yeah!